Merci, Herr Präsident. Ich so dann nach einkehr. Nächste Reden lassen Herr Baum Dödwurt. Und ich so nicht noch nach einkehr. Merci für du kenne schon. Herr Präsident, die Damen und die Herren, könnt ihr euch noch erinnern, für enger Dosen Joa, nur der letzter großer Wirtschaftskrise, du hun nicht müssten die bezahlen, die sie ausgelöst haben. Gerade am Contraire. Die Finanzjongleuren op der Wall Street und op den anderen Finanzplätzen, die mit ihrer institutionalisierter Profit je Millionen von Leuten auf der ganzen Welt der Demut gerieten haben, die konnten sich nur noch ein Gellenus verdienen. Die müssen bezahlen, das waren die Schaffendleute und Pensionären, die sozioökonomisch schwachen Populationen an Mittelschichten. Sie müssen reich stehen für eine Krise, die sie nicht verursacht haben. Und es wird doch wehgetan. Demos hun die ordoliberal Spurmeister am ECOFIN ganz Europa ein rigorösen Austeritätsprogramm verordnet. Sie hun demokratische Regierungen quasi in der Totalgestalt mit einer anderen gene denen Instrumenten, die man heute diskutieren, dem Programm de Stabilité et de Croissance und dem Programm National de Réforme. Das Resultat von der gackischer Spurpolitik war demos eng unhallend ökonomische Stagnation, war sogar Rezession, Rekordarbeitslosigkeit der südlichen Länder, Millionen von Familien sind in der Armutsgrenze gerutscht, a wichtig staatliche Services sind zerschlagen gehen. Denn Karl Marx hat schon vor enger Zeit gesagt, dass die Geschichte sich zweimal wiederholt, das an Anlehnung auf ein Zitat vom Hegel, und hat beigefügt, einkehr als Tragödie, an eng zweite Kehr als Farce. Ich kann just hoffen, dass sich das Krise an die Reaktion darüber nicht als Farce entpuppt. Weil, wenn sie nur dem heutigen Schock nach ein Kehr ein jahrelanges Spurprogramm mit sich zieht, dann werden die politischen Konsequenzen davon nicht mehr zu maîtrisieren sein. Oder für gut Lützeburg zu sagen, da werden alle Kontinente rabbeln. Weil die Austerität, die damals verordnet ging, die hat sich als staatlich erwiesen. Am Zeitraum von 2011 bis 2018 hat die Europäische Kommission an dem Exerzice, den wir heute machen, nämlich an der Diskussion rund um den Stabilitäts- und Wachstumspakt, insgesamt 63 Mal Rekommandationen an Länder gehen, für hier Gesundheitskosten aufzuführen, respektive Gesundheitsservices zu privatisieren. Das Resultat gesimmer an Italien. Das Resultat gesimmer an Spanien. Was das bedeutet, wenn in der Staat just noch auf seine Kernaufgabe will reduzieren, wie das für drun proposiert wird. Der Neoliberalismus ist eine Einbahnstraße, die endlich auf den Dreckstipp von der Geschichte gehört. Die Chimäre vom schlanken Staat als mengenisch fugit verrengem, lo definitiv vom Virus endgültig entlarvt gehen. Aber noch immer nicht davon geheilt, dass die braucht just gucken zu gehen, was die andere Seite vom Atlantik am Moment gerade los ist. Was wir brauchen, in ganz Europa, sind Politiker, die den Courage haben, umzudenken. Die am Platz makroökonomisch Donneien an AAA den Mensch als eine Umwelt an den Mittelpunkt stellen. Ja, das wird Geld kosten. Und nee, wir können uns natürlich nicht unendlich verschulden. Wir können das Kreaturen do sicher gehen, wo sie sind. Herr Präsident, die Regierung hat für ein paar Tage Zahlen auf den Tisch gelöst, was das Sanitärkrise des Staatsbudget wird kosten. Wir haben Verständnis dafür, dass an dieser volatilen Situation kein fiabel Donne kann auf den Tisch legen, trotz der löwenswerten Anstrengungen vom Stadtec als aktuell all Budgets Projektion Blick an Kristallkugel. Und das ist für drun noch schon gesagt gehen. Du fährst an eisener müßig über das Zahlen zu streiten, weil sie weder zu verifizieren noch zu falsifizieren sind. Wir holen aber Akt von der Deklaration von der Regierung, dass die aktuellen Projektionen maximalistisch und vorsichtig sind. Das deckt sich auch mit der allgemeinen politischen Strategie, die diese Finanzminister und auch die Führung ständig appliziert haben. Dabei habe ich gerade raushören, dass die letzte Finanzministerin alle Guten irgendwie Escher Junge sind. Wobei ich aber sagen muss, dass Escher noch mehr zu bieten hat. Daneben ist es auch kein Scham, an so einer Situation neue Schulden zu machen.
Weil das lo wirklich nicht der Moment für knickig zu sehen. Das lo Zeit für an Zukunft zu investieren an die Relance und an den Umbau von unserer Gesellschaft. Das Zeit zu investieren an die Menschen, an die staatlichen Services, an den Wohnungsbau, an die Energieversorgung, an den kollektiven Transport. Das Zeit zu investieren an das kollektiv Wohlbefinden für aus dieser Krise eine neue Chance zu machen. Herr Präsident, an der Präambel zum Plan National de Reform schreibt die Regierung, dass das Krise gelehnt ist, für als Gesellschaft neu aufzustellen, an ein anderes Wohlstandsmodell zu favorisieren. Wenn ihr das liest, dann geht ihr als Linke natürlich hellhörig. Das Problem ist aber, dass an den 80 Seiten du noch nicht mehr viel Neues könnt. So dass ihr Gefühl kriegt, dass die Überlegungen nach nicht terribel weit fortgeschritten sind. Wie immer, wenn diese Regierung erklären muss, was ihre Gesamtstrategie ist, wird für das erste Mal den Rifkin ausgepackt. Eng von den solchen Leichen am Keller von dieser Regierung, die den Herr Schneider, der frühere Wirtschaftsminister, los wird. Leichen, die sich löserlich riskieren, zu Zombien zu mutieren. Denno ist dann am Plan National de Reform eng Opzählung von schon umgesetzten oder schon ungekündigten Regierungsmesuren opberät, ob eng Manier für der Europäischen Kommission natürlich zu gefallen. Auch Hummer verstehst du es, dafür, dass die Regierung nicht zu diesem Zeitpunkt eine komplett neue Strategie per Bayer vorlegen kann. Es hat aber zumindest ein paar Pisten, die sich können erwerben, die weisen, dass die Regierung tatsächlich etwas aus der Krise gelehrt wird und nicht einfach mal Business as usual will weiterführen. Weil sonst kriegt ihn aber doch das battert gefehlt, dass sie entweder orientierungslos ist, keinen Plan hat, oder aber, dass sie das Sanitärkrise als ein temporäre Betriebsaccident will klassieren. Wir verlauben nicht mal, hier auf dieser Platz aber mal vielleicht pur Denkausstehs an Diskussionen zu geheien, nämlich das, was unserer Meinung nur an den nächsten Monat geschehen misst. Erstens, Kaufkraft von den Leuten stärken. Zweitens, ein ambitionierten, gezielten Investitionsprogramm auf B-Stellen. Und drittens, eine ehrlich grenzüberschreitende Kooperation erledigen. Stichwort Kaufkraft. Die Regierung hat an den letzten Wochen eine ganze Reihe Mesuren auf den Weg gebracht, für Betriebe zu unterstützen. Das war generell gut und richtig. Und wir haben dadurch mitgestimmt, auch wenn wir ein paar Sachen ernst gesehen haben. Mit diesen Mesuren halten uns Lokalbetriebe, Kommerze just während der Krise über Wasser, wann überhaupt. Wenn wir wollen, das Motto auf nur im Konfinement aber im Ursprung lassen, da brauchen wir unbedingt ein renforciert Demande. Noch mehr wichtig ist aber, dass es nicht zu einer Explosion von der Armut und der sozialen Inegalitäten kommt. Die Sozialverbände und die Gewerkschaften warnen zu Recht, dass die schon inakzeptabel hohen Armutszahlen hier im Land könnte nur der Krise noch weiter sprunghaft klammen. Das muss mit allen Mitteln verhindert gehen. Und dafür braucht man Mesuren für die Kaufkraft von den niedrigen und mittleren Einkommen zu stärken. Eng von den raren Ankündigungen von der Regierung für nur der Krise ist, dass die geplante Steuerreform lo aber keine Entlastung soll bringen. Genau das wir aber unserer Meinung nach nötig, vielleicht sogar mehr nötig wie für drun, dass die niedrig und Mitteleinkommen entlastet gehen. Wenn der Herr Finanzminister Sorgen hat, dass ein Defizit kein therapieren, dann müssen eben gleichzeitig die Großfortunen und ganz hohe Revenuen mehr an die Verantwortung ziehen. Kaufkraft stärken heißt auch immer eine bessere, eine andere Verteilung von dem geschaffenen Reichtum, den an unserem Land erwirtschaftet wird. Der Revis muss geheischt gehen. Die Familienzulagen müssen einen Sprung machen und den Index angepasst gehen. Genau wie übrigens die Steuertabelle. Aber man muss seriöse Mesuren holen, für die Loyer zu begrenzen. Und natürlich muss an einem zweiten Umlauf, wenn die Situation sich stabilisiert wird, auch der Mindestlohn substanziell geheischt gehen. Ganz viele von den Leuten, die während dem Konfinement Land Rulle gehalten haben, viele von ihnen, Frauen d'ailleurs, verdienen just den Mindestlohn oder etwas knapps über den Mindestlohn. Die Anerkennung, die das Beruf an den letzten Wochen gekriegt haben, ist natürlich eine gute Sache. Aber das hilft sie nicht über die Armutsgrenze. Und ich kann nur hoffen, dass die Anerkennung Krise überlebt und dass die Regierung diesen Menschen dann auch den Lohn zugesteht, den sie verdient haben. Stichwort Investitionsprogramm. Ja, die Regierung hat an den letzten Jahren viel investiert und hat auch wollen, das Niveau beizubehalten. Just müssen die Investitionen noch gemäht gehen, wo sie nötig sind. Auch für uns als kruzialer Bereich immer näherem de Logement.
Wir brauchen ein groß ugelöschten, substanzielle Bauprogramm für öffentliche Mietwohnungen mit dezenten Loyerspreisen. Der Staat muss an dem Bereich so eine dominante Stellung um Markt kriegen. Und natürlich muss Spekulation bekämpft gehen, an die Rechte von den Lokatären gestärkt gehen. Nimmen dann kriegen wir die Probleme an den Griff. Wir brauchen aber natürlich auch frisch Investitionen an das Gesundheitssystem. An das Gesundheitssystem ist nicht abstraktes, mir geht zu einem ganz großen Teil gedrohen von Menschen, die an ihm schaffen. Das heißt, man muss die Arbeitskonditionen von den Leuten, die dort schaffen, verbessern und damit auch den Beruf mehr attraktiv machen. Wir brauchen Investitionen an die öffentlichen Services generell, darunter natürlich auch an Schulen und an Betreuungsstrukturen. Aber wir brauchen drittens cibliert Investitionen an den Bereichen Energietransition, Klimaschutz, öffentlichen Transport und nachhaltige Landwirtschaft. Nicht als Mogelpackung, wie wir das am Budget 2020 präsentiert haben, mehr als ehrlich Zukunftsinvestitionen. Drittens Stichwort grenzüberschreitend zusammenarbeit. Ganz viele Regierungsmembers haben sich zu Recht an den letzten Wochen darüber aufgeregt, über die nationale Egoismen an Europa. Darunter auch der Premierminister, der für ein paar Monate nach selber relativ rohflosend gemengt hat, mehr wählten doch nicht für die Christachsbelichtung zu Metz bezahlen. Die essentiell grenzüberschreitend zusammenarbeit, ob so etwas zu reduzieren, das wird als Partner die einerseits solid für den Kopf gestoßen. Grenzüberschreitend zusammenarbeit ist kein Sens unique. Und es geht auch nicht zum Nulltarif. Die Großregion kann soll zu einem Labor gehen, wo man die Grenzen können überwinden und die demokratisch Zusammenarbeit zwischen den Populationen auf ein anderes Niveau heben. Wir dafür müssen wir auch heute zu Lützeburg die nationalen Egoismen überwinden und die Kollaboration ehrlich und auf Ehrenheit mit unseren Nachbarn feiern. Herr Präsident, das, was ich aufgezählt habe, das wird natürlich Suche kosten. Sogar ganz viel Suchen. Und natürlich stellen die Leute da draußen sich für allem froh, wie soll das dann alles ein Kehr bezahlen? Und die Leute fährten wahrscheinlich zu Recht, dass die Regierung demnächst just bei den einfachen Bürgerinnen und Bürgern Käse, die wird zu Käse bieten. Nicht dieses Jahr, vielleicht auch nicht nächstes Jahr. Aber irgendwann wird sie immer an alle Reflexe zurückfallen und Schrauben Schritt für Schritt umziehen. Aber das ist keine Fatalität. Das ist eine Frage von politischer Decision. Und es gibt Alternativen dazu. Und es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Als Zukunft ist nach mehr wie so abhängig von dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Das Krise bietet nämlich eine wichtige Möglichkeit. Wir können endlich heute zu Lützeburg eine reelle Steuergerechtigkeit erfeiern. Als Resetten muss komplett umgebaut gehen. Die ständige Umverteilung von innen nur Urwen muss abhalten und umgekehrt gehen. Wir können beim Steuerbarem ohne Problem eine paar Tranche beisetzen für die Leute über 200.000 € Jahresabkommens. Wir können und müssen Kapitalrevenue mehr besteuern. Wir können die Großpatrimoinen mehr besteuern. Wir haben Sput nur bei der Taxe d'Abonnement und noch bei der Betriebsbesteuerung. Wir können endlich eine Finanztransaktionssteuer für die irrationale Spekulation zu begrenzen, an Milliarden an Staatskäsen an Europa zu spulen. Wir können die Immobilienspekulation taxieren und endlich abhalten mit den totalen, geckischen und sinnlosen Rüstungsausgaben. Mit den richtigen Ideen und der richtigen Dosierungen können wir neue Rezepte schaffen und gleichzeitig die Leute entlasten. Und das auch ohne den Untergang von der Welt zu provozieren, so wie verschiedene Kreise, die sich mit dem Status quo gut arrangiert tun, als das immer wollen, leben tun. Herr Präsident, der Virus hat uns die allen Fratz vom Kapitalismus nach ein Kehr andrucksvoll für ein Jahr gefordert. Da wird Gesundheit an einer essentiellen Grundrechte zu Würde degradiert gehen, durch Stirben die Leute. Der Staat ist nicht dépassé, ist schon gar nicht passé, wie die ultraliberal Fundamentalisten uns das leben lassen. Und das zentral und essentiell, und das ein zentrales und essentielles Element von der Organisation vom menschlichen Zusammenleben. Wir gehen gerade durch eine schwere Zeit. Und die letzten Wochen haben viel von den Leuten auch verlangt. Wir das ganz darf nicht umsonst sein. Wir müssen das Krise als Anlass holen, einen Neuanfang zu wollen. Wir müssen die Relance organisieren und die Relance kombinieren mit einem Umbau von unserem Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell.
Wir müssen die Sozialinegalitäten bekämpfen, Steuergerechtigkeit herstellen, an das Land mit eisenopischen Regionen op Zukunft präparieren. Merci. Merci vielmals, Herr Baum. Nächsten angeschriebenen Redner aus dem honorablen Herr Sven Clement. Herr Clement, du Wort.